Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion im Videoformat. Wahnsinn, Bewegtbildproduktion. Ich flippe aus. Ja, Hollywood lässt grüßen. Ja. Das letzte Mal zu The Menu waren der Corby und ich, da sind wir noch in der Hammi-Küche gesessen, also im Büro des kleinen Mannes, die Küche. Und jetzt halt hier mit richtig coolen Hintergrund, Kassetten. Passend zu unserem Milieu, Kassetten. Aber keine Kosten und Mühen gescheut, dass wir hier Requisiten aufbauen ohne Ende. Jetzt erst kauft er alles. Also ich habe vorher keine einzige gehabt, weil Egal. Ich bin eigentlich ein begnadeter Streamer, aber für das habe ich jetzt extra Kassetten, Karten, Kinderüberraschungsfiguren, Kassetten gekauft. Also. Vorher auch gerade erst den Baum umgeschlagen und dann ein sauberes Regal draus gemacht. Ja, der Mike hat das gemacht, weil der Mike ist unser wieder Schreinermeister. Wir haben alles, können wir alles. Perfekt. Und das haben wir nur für einen ganz besonderen Film gemacht, den wir heute besprechen wollen. Ein anderer Film war es uns nicht wert gewesen. Nein, aber der ist schon besonders gewesen. Aber hallo hier, Seppi. Du, deine Idee war's, also überlasse ich dir hier mal das Ruder. Ja, es ist nicht meine stolzeste Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber es ist Happy Gilmore 2. Happy Gilmore. Happy Gilmore. Das ist wie Jake Gyllenhaal. Happy Gilmore. Ja, Happy Gilmore 2. Ja, wir haben auch den ersten Teil extra noch auf DVD gekauft. Mit dem Hinweis, dass er auch auf Blu-ray im Bild und Ton in Perfektion erhältlich ist. Gell? Das ist ein neues Medium, falls das schon jemand kennt. Weil das ziemlich frisch. Gibt's noch nicht lang. Haben wir da Rezensionsexemplare gekriegt, damit wir schauen können, wie die Qualität ist. Stellen wir jetzt wieder hier. Es ist alles völlig überleuchtet, deswegen sagt man es nicht so schön, aber was möchtest du denn da? Haben wir schließlich kein Studio nicht. Eben, noch nicht. Happy Gilmore 2. Ja, jetzt seit 25.07. glaube ich auf Netflix, oder? Ja, genau. Das ist noch ganz neu, ganz frisch. Erfolgreichster Netflix-Start aller Zeiten, oder? Mit knappe 50 Millionen Schauer, kann es sein? Ja, das kann ungefähr hingehen. Ist auf alle Fälle total eskaliert. Also, Leute und Bock hat. Ja. Ich hab nicht so viel Bock gehabt. Ja, nicht. Da habe ich trotzdem für euch, für den Seppi, weil er es gewünscht hat, von Herzen hat er es gewünscht, dass wir diesen Film besprechen. Und es sind 2 Stunden meines Lebens, die ich nie wieder kriege. Unglaublich, gell? Der dauert 2 Stunden. Ja, ich habe nämlich nur so gemeint, ich habe mir heute extra zur Vorbereitung erst angeschaut, damit er relativ frisch im Kopf bleibt. Und dann haben wir gedacht, schaust du beide an. Und dann sage ich so, oh fuck, Alter, der dauert schon wieder 2 Stunden, kriege ich gar nicht unter, dass ich den anderen dann damit anschaue. Was soll das schon wieder? 2 Stunden Happy Gilmore, warum? Ja, er hätte locker gerade 80 Minuten dauern können. Schon sehr lang. Man muss zwar dazu sagen, zu der Gesamtspielzeit von, ich glaube, 1 Stunde und 57 Minuten oder sowas, die letzten, glaube ich, 12 Minuten oder so einen Abspann. Also der ist ewig lang. Das kann sein, ja. Also er hat nicht ganz 2 Stunden, aber er ist auf alle Fälle mindestens 1 Stunde zu lang, so viel kann man schon sagen. Ja, da hört man vielleicht schon raus, dass wir nicht die größten Fans davon sind. Um was geht's bei Happy Gilmore 2? Ja, Happy Gilmore knüpft. Gilmore. Happy Gilmore, Happy Gyllenhaal knüpft an den ersten Teil an. Es sind 25 Jahre vergangen, so wie auch im Film. Wie nicht? Ja, ungefähr. Und der Happy Gilmore, wer den ersten Teil gesehen hat, der hat ja gesehen, dass er begnadeter Golfer geworden ist mit einem bestimmten Hang zum Durchdrehen. Wegen einer Exzentriker. Wegen ein exzentrischer Golfspieler war er, ja. Er ist besonders durch Prügeleien und eine ganz besondere Haltung beim Golfspiel aufgefallen, weil er Eishockey-Fan ist. Deswegen hat er so abgeschlagen wie Eishockeyspieler das taten. Er war ein Spieler, oder? Nicht gerade Fan, oder? Nee, er ist nie durch ein Probetraining gekommen, weil er nicht Schlittschuh fahren können. Ach, so war das, genau. Das ganze geworfen. Ich habe den ersten so gut wie gar nicht mehr im Kopf. Und ja, jetzt haben wir 25 Jahre später, er hat eine erfolgreiche Golfkarriere hingelegt, spielt immer noch aktiv Golf, hat mittlerweile 5 Kinder, 4 Söhne und eine Tochter. Und ja, finanziell läuft super, alles tippitoppi. Er hat das Haus von seiner Großmutter wunderschön hergerichtet, in dem er ja seit dem ersten Teil lebt. Ja, und dann ist er mal wieder auf dem Golfturnier und dann passiert der unglaubliche Schockmoment, der Super-GAU, vor dem jeder Golfer Angst hat. Ja, darum spielen nicht so viele Leute Golf, weil das echt ein Risiko ist.
Er schluckt ab und trifft seine Frau tödlich am Kopf. Weil tatsächlich ein bisschen schmunzeln müssen. Ja, das war wirklich also ein Witz, wo ich lachen müssen. Und dann, ja, sie stirbt und Happy Gilmore fällt in ein tiefes Loch, aus dem er sich wieder rausholen muss. Er kann dann nicht mehr Golf spielen, weil er natürlich das mit diesem schrecklichen Moment verbindet. Das ist ein Trauma. Ganz klar. Er kann auch nicht sonderlich gut mit Geld umgehen, weil eigentlich hätte er nur, dass für sein Leben gelangen hat, aber er verballert dann scheinbar alles. Ja, weil sich die Frau um Finanzen kümmert hat und er hat gemeint, das regelt sich schon von selber. Und dann werden auf einmal die Rechnungen immer höher und die Schulden immer größer und er muss sein Haus hergeben. Weil er auch noch verklagt wird. Weil er auch noch verklagt wird. Weil Autodieb verprügelt. Stimmt, weil der wollte seinen Lambo, glaube ich, oder sowas wollte er klauen, dabei wollte er einfach den wieder zurückholen, weil er seine Raten nicht mehr gezahlt hat. Ja, gut, aber jetzt hier halt mal mein Bier. Ja. Das sind nur diese Momente vom ersten Teil so ein bisschen. Ja, genau. Das hat mich so an das erinnert, wo er ihm dann ein T-Shirt damals über den Kopf gezogen hat und dann auf den 12 vergeben. Ja. Genau. Ja, und dann hat er eben kein Geld mehr und dann muss er, seine Söhne zünden dann alle aus, weil die haben schon relativ erwachsen und können dann selber für sich schauen. Die zünden dann allesamt in einer Wohnung irgendwo woanders stehen und er bleibt mit seiner Tochter daheim. Beziehungsweise zückt mit seiner Tochter in ein neues Haus und wird dann Supermarktregal einräumen. Und ja, dann bemerkt er oder entwickelt sich seine Tochter zu einer hervorragenden Balletttänzerin. Das ist eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Gell? Wahnsinn, also die hat alles. Die hat wirklich alles. Und natürlich reicht dann die Ballettlehrerin, die sie hat, nimmer und die empfiehlt ihm dann, dass er seine Tochter auf eine ganz anerkannte europäische Ballettschule schicken muss, die wie viel? 4 Jahre lang dauert und $300.000 oder so. Ja, ich glaube $75.000 im Jahr kostet. Insgesamt 300.000. Genau. So. Und in Paris de Ballet sowieso. Ja. Irgendwie so. Und das muss er natürlich, das kann er sich natürlich nicht leisten und dann ist die einzige Möglichkeit, die er sieht, dass er wieder in den Golfsport einsteigt. Kurz davor, bevor er diese Möglichkeit entdeckt, trifft er aber ein exzentrischer Milliardär im Supermarkt an, der ihm anheuern möchte für die neue Supergolf-Liga, die alles auf den Kopf steht. Max-Golf, oder? Maxi-Golf-Liga, die alles auf den Kopf steht und den Golfsport revolutionieren möchte und das traditionelle Golf dem Erdboden gleich machen möchte. Und der Happy Gilmore soll die Speerspitze dieser Liga werden, weil aufgrund seines Spiels hat der quasi diese Liga erfunden, weil es ganz was Besonderes sei. Da entwickelt sich aber ein kleiner Streit und der Happy Gilmore verprügelt den Kerl dann und versenkt in einem Hummer-Aquarium. Wie man es halt so tut. Klassiker. Also wird das schon mal nichts. Also muss er wieder zum normalen Golf zurückkehren. Ja, das ist mal die Prämisse. Das sind so die ersten 30 Minuten. Ja, genau. Wird das jetzt mal sauber überballert. Ja, und dann, ja, also, wie gesagt, wir haben ja schon gesprochen, der Film dauert relativ lang. Ich habe den ersten Teil damals sehr gefeiert. Das war Mitte der 90er oder sowas. Ja. Hat mir sehr gut gefallen und habe den oft gesehen und habe den auch noch gut in Erinnerung gehabt. Und muss sagen, die erste Stunde sowas von dem Film hat mich tatsächlich ein bisschen abgeholt, insofern, weil der viel so Referenzen an den ersten Teil gehabt hat. Du hast viel so also kleine Anekdoten haben's gebracht. Man hat sich stark an den ersten Teil erinnert gefühlt, auch vom Aufbau her vom Film und so weiter. Das war alles ganz nett, fand ich. Ja, und dann ist irgendwann so ein Bruch gekommen im Film. Da war ich dann eigentlich kurz vorm Ausschalten. Also grundsätzlich, da ich mal sagen, wer eine super geile, lustige Komödie sucht, da wo er die ganze Zeit voll lachen muss, wird er sowieso nicht, finde ich. Außer man steht auf Adam Sandler Humor. Ja. Das ist mein Ding, der ist einfach, mir ist auch so gegangen wie dir, dass ich am Anfang so gedacht, hey, das ist wirklich ein bisschen so Happy Gilmore Niveau wie früher, da habe ich Bock drauf, das hat mir früher auch Spaß gemacht. Aber der driftet ganz schnell in die klassische Adam Sandler Schiene ab, wo dann alles so kurz vom Berg abgehen ist und dann retten sie sich gerade in letzter Minute und es ist vor allem die Schlussszenerie dann, das ist alles so typisch Adam Sandler Komödie, da hat sich nichts davor abgekommen. Das hat mich dann irgendwann genervt. Er hat, ich sage mal, bis zu dem, weil er muss ja dann, muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist ja kein Spoiler, da kannst du dem Film eigentlich nichts spoilern, weil da nichts Überraschendes passiert. Außer der Tod von seiner Frau. Ja, und der ist so eine Anfangsszene. Er muss dann ein Qualifikationsturnier spielen, mit dem er sich qualifizieren kann, dass er in einem Turnier
drehen darf, wo die besten 5 traditionellen Golfer gegen die besten 5 Maxi-League-Golfer spielen. Genau, weil ich glaube, wenn die gewinnen, dann ist die Maxi-League weg, oder? Nein, wenn Maxi-League gewinnt, dann schaut es für die anderen schon ganz schlecht aus, weil die sowieso schon mit Sponsoren zum Kämpfen haben und so weiter. Genau. Und Maxi-League, der Milliardär mehr dann quasi den Schwung mitnehmen und das klassische Golf vom Erdboden gleich machen und Maxi-Golf als die Golfart etablieren. Es war quasi der Tod vom traditionellen Golf. Ja, und dann, ich sage mal, bis zu dem Qualifikationsturnier, sage ich, war das ein Happy Gilmore-Film, der hätte schon passt. Hat so den Vibe ein bisschen überbracht, war jetzt nicht super lustig, aber hat mir so ein bisschen Spaß gemacht, da jetzt fast, das ist fast ein bisschen ein hartes Wort. Er hat sich gut weggeschaut, so. Das hat schon passt. Er war unterhaltsam. Ja, er war auf eine gewisse Art unterhaltsam. Wenn er so weitergeht, dann war es jetzt kein Flop, sondern dann passt schon einigermaßen. Aber dann kommt die Maxi-Golf-Turnier-Scheiße und das ist der größte Dreck, ganz ehrlich. Also, das war, also da hat er dann für mich auch keinen Witz mehr gezunden. nein, gar nichts, da war gar keiner mehr drin. Und ja, das ist das nächste, genau. Da war eigentlich kein guter Witz. Ja, ein guter Witz war noch drin mit dem Cameo vom Eminem. Stimmt, ja, das hast gar nicht kapiert. Also der war noch ganz witzig, ja, aber ansonsten tröpfelt der Film die letzte Stunde gefühlt einfach nur so dahin. Da wird er richtig fad. Ja, du hast ja dann haben sie dann ganz viele verrückte Cameos noch dazu, wie Becky Lynch ist ja dann noch dabei und der Bur von AI, oder? Künstliche Intelligenz, Wie heißt der Osmond? irgendwas mit Oz. Harry Joel Osmond. Irgendwie so, ja. Irgendwie so. Aber die sind auch alle total verschenkte Cameos gewesen. Ja. Also wirklich, für mich ist nur das von Eminem, das fand ich witzig. Aber die anderen, die waren total verschenkt, die Figuren waren langweilig, da hat sich nichts rausgezeichnet. Auch der Ding, am Anfang, wenn er noch trainiert, da ist auch die Margaret Qualley mit dabei. Die drei, da haben wir auch schon gedacht, jetzt nervt es mich dann. Ja, genau. Weil ich sage, ich liebe die, als Substance liebe ich diese Frau eigentlich, aber das war dann auch so überspitzt, lächerlich irgendwie gemacht. Also da ist schon wieder alles drüber gewesen, dass es einfach keinen Spaß nicht gemacht hat. Da haben dann diese typischen dummen Bewegungen und so, das lächerliche Rumgezappel. Ja, genau. Eigentlich, wo man einfach irgendwie merkt, jetzt hampeln sie wieder irgendwie blöd umeinander, nur weil er einfach ein guter Witz eingefallen ist. Ja, genau. Das und das passiert eigentlich in jedem Adam Sandler-Film, in meinen Augen. Das ist jedes Mal das gleiche Schema und deswegen kann ich mit dem Sandler einfach überhaupt nichts mehr anfangen. Nein. Und ich habe mir gedacht, Happy Gilmore 2 reißt das jetzt noch ein bisschen raus, aber denkst du, Happy Gilmore 2 hat das auch nicht geschafft. Na, leider ist er gut, wo es auch noch ein cooler Rückkehrer ist, ist der Ben Stiller. Ja, gut, der kommt aus Hell auch wieder zurück. Ja, und er ist wieder ein geiles Arschloch. Ja, das macht er ganz gut. Also alles, wo es quasi mehr oder weniger 1:1 vom ersten Teil übernommen worden ist, funktioniert auch einigermaßen im zweiten Teil. Ja, genau. Aber alles, was neu dazu kommt, ist ein Totalausfall. Und auch die Gegenspieler und so weiter, also die Golfer aus der neuen Liga, die sind dann ganz verrückte Charaktere und die haben hardcore nervig eigentlich nur. Nur behindert. Da war keine einzige Figur dabei, wo ich sage, ja, die ist cool, die macht Spaß, sondern waren alle nur scheiße. Da hat einer, der Kettensog dabei, Ja. der dann auf einmal die ganze Zeit einschlaft. Was der Geier, wieso? Stimmt, der hat die ganze Zeit im Auto dann geschlafen, was soll das? Ja, das ist ganz, ganz weird. Und ja, dann hatten aber echte Profi-Golfer dabei, die quasi auch noch Gastauftritte haben, die dann mit dem Happy Gilmore mitspielen, mit der Rory McIlroy und so. Aber ja, die haben dann auch ein paar so kleine Witzchen, aber da kommt nichts mehr in dem Film, kommt über ein kleines Schmunzeln oder so einen amüsierten Schnauferer außer. Der Witz da, wo der eine sagt, das hat sie auch gesagt. Immer zu einer falschen Situation, wo es in dem Dinner sind, wo die traditionellen Golfer alle beieinander sitzen. Ach ja, das ist ja schon so furchtbar. Da wo es dann, also da habe ich noch irgendwie lachen müssen, weil er nie kapiert, wann er den Witz sagen muss und der andere lacht ja so geil vor der Seite und er so, obwohl er es immer falsch sagt. Der dann sein Caddy wird. Nein, der wird da rausgeschmissen. Ja, und dann sein Chef praktisch, der steht da daneben den Typ und feiert dann für den schlechten, das hat sie auch gesagt, Witz immer. Stimmt. Der ist aber da wo ich dann so dann die Stelle, wo dann alle jubeln und dann springen sie zusammen und sie fliegen vor hinten in den Tisch ein. Ja, das ist einfach so typischer Sendler. Ja, das ist einfach nur, wir finden das halt nur lustig. Das ist einfach so seit sein 0815 Drehbuch dann. Ja, genau. Kommt dann so ab der Hälfte wieder durch. Ja, lass mir nicht bei den Tisch einfallen. Ja, passt, machen wir. Ja, genau. Super. Passt. Ein bisschen Zipfel-Humor noch. Ja, natürlich, die klassischen Gesten, die haben wir alle wieder dabei. Ja, wobei das eigentlich ganz witzig umgesetzt war, dass alle die gleichen sind, seine Buben. Ja, die sind wirklich, also die haben alle so, wie er quasi früher war. Das ist so der Witz, das sind 4 Buben und die flippen die ganze Zeit aus und schlägern die ganze Zeit. Also er schlägert ja eigentlich nicht mehr. Also Nein, der flippt ja fast gar nicht mehr aus.
Er hat dafür Alkoholprobleme entwickelt. Das ist eigentlich auch ganz nett. Er hat dann Alkoholproblem ist nett, oder? In dem Film wird das als nette kleine Schrulligkeit dargestellt. Ja, schon, ja. Er ist nämlich nie asozial besoffen. Nein, er ist einfach nur immer auf seinem Pegel scheinbar, weil er hat irgendwie... Immer nur angenehm beschwipst. Ja, weil in jedem normalen Haushaltsgegenstand ist irgendwie Schnaps drin. Der Fernbedienung. In einer Gurken. Ja, der hat im Geschäft oder so eine Gurke, wo er dann schnappt er dann auf und sauft aus. Im Golfball, wenn er da einlocht und dann raus ist, ist ein Stammball. Ja, genau. Das ist eigentlich ganz nett. Aber ja. Ja, und seine Buben, wie du schon sagst, die haben die Eishockey-Gene in sich und die schlägern immer. Genau. Einer ist übrigens ein Profi-Wrestler, wenn er entdeckt hat. Der MJF von der AEW ist der lockige, muskulöse Bub. Der größte von ihnen da mit genau. dem. Ja, und einer ist der Karl von Shameless. Ah, genau. Wo er jetzt einen Namen nicht mehr weiß. Karl, ja. Shameless Karl. Ja, und ja, seine Buben haben quasi Abziehbild von ihrem früher. Aber mehr auch nicht. Also, nein, gar nicht. Die haben nicht wirklich, die schmerzen nicht wirklich viel, die schlägern und schreien eigentlich mehr. Also, die sind nur für das da, um irgendwelche Schlägerszenen einzubauen. Genau. Für was anderes sind die nicht. Ja, und gut, und den guten Witz, den ich da lassen muss, wenn sie mit dem Auto zu viert davon fahren. Ja, den muss ich da lassen. Das ist aber auch noch in der guten Hälfte. Ja, genau, das ist auch noch da. Aber da habe ich lachen müssen bei dem Witz. Ja, super, wer fährt das Auto? Aber ansonsten sind die ja für nichts gut. Und eigentlich die mehrere Zeit dann auch irgendwann nur noch lästig. Ja. Und seine Tochter im Film ist ja seine Tochter in echt von Adam Sandler und die ist eigentlich auch relativ blass. Also die ist eigentlich nur quasi da, dass er einen Grund hat, dass er wieder Geld verdienen muss. Mehr macht die nicht im Film. Die hat kaum Sprechzeit. Also wirklich nicht viel. Ich glaube, den größten Dialog, den es hat, ist, wo sie ihm sagt, dass er aufhören muss zu trinken, oder? Ja, da wo es die ganzen Schnäpse, seine ganzen Verstecke quasi auslädt und das ist vielleicht einmal Minuten oder sowas. Und das recht viel mehr passiert eigentlich nicht. Also jetzt kann man auch nicht sagen, die hat irgendwas gut oder irgendwas schlecht gemacht, weil die ist einfach... Die hat gar nicht die Möglichkeit dazu, irgendwas zu machen. Ja. Seine andere Tochter ist ja auch dabei dann bei die Alkis, die ja wirklich so heißen. Also werde ich mir nicht abfällig über Leute zum Entzug gehen, sondern sie nennen sie wirklich die Alkis. Ja. Und da trifft er auf seine andere Tochter auch. Also seine Real-Life andere Tochter. Dann der super Witz, dass er sie am Schluss dazu ihm sagt, du erinnerst mich an meinen Vater. Ja. Wow. Schauen sie tatsächlich ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das für irgendjemanden von Vorteil ist für den jetzt, aber es ist so. Gott, ja, das war eine tolle Szenerie dann noch. Und dann sein Gegenspieler aus dem ersten Teil kommt ja auch wieder, wo ich den Namen nochmal weiß, der Shooter. Der Shooter McGavin, genau, Shooter der McGavin. ist auch wieder dabei. Das ist auch wieder eine nette Sache aus dem ersten Teil, das funktioniert, finde ich auch ganz gut. Da gibt es ja dann so einen kleinen Twist, weiß ich nicht, den muss man jetzt nicht unbedingt verraten. Ach, es ist doch bei dem Film scheißegal. Wurscht, ja. Also wenn sie da einer beschwert wegen irgendeinem Spoiler, dann kommt zu mir heim, dann hau ich den Sack und dann kannst du wieder fahren. Ja, also der Shooter McGavin ist nach dem ersten Teil quasi in einer Nervenheilanstalt oder sowas eingeliefert worden. Er ist nämlich nicht schuldig wegen unzurechenbar war. Gell? Irgend sowas, keine Ahnung. Dann ist er in die Klapse gekommen. Und er bricht nicht aus, sondern er wird dann entlassen. Milliardär organisiert ist, dass er ausgeht. Genau, der möchte dann für sein Team begeistern, aber der Shooter McGavin, wie man kennt, ist ein traditioneller Golfer und kann sich diesem neuen Frevel nicht anschließen und wechselt dann quasi die Seiten und kommt in Happy Gilmore sein Trainerteam. Zuerst gibt es natürlich eine kleine Handgreiflichkeit, das ist wieder eine nette Prügelei. Das funktioniert alles, das ist alles okay, das passt alles. Aber hinter sich wird der dann auch mehr oder weniger zum Hampelmann, wie halt alle in dem Turnier. Am Ende ist es eigentlich nur noch ein großes Kasperltheater. Ja, man muss ja dazu sagen, der wird dann quasi das Nei an dieser Golfliga ist einerseits, das ist quasi, ich glaube, da haben sie so diese Ballers League, was man im Fußball kennt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das machen sie tatsächlich sowas. Es gibt ja jetzt so Kleinfeld-Hallenturniere, wo dann Influencer trainieren und dann so halb Amateur-Profis mitspielen und so alte Profis, die halt schon aufgehört haben eigentlich, mit den Regeländerungen und wo es halt einfach an das ganze Twitch-Streaming und so weiter anpasst, das ist schneller und nice Fußball einfach. Und das ist, glaube ich, da so ein bisschen die Grundlage, weil sie machen quasi dann Golf mit neuen Regeln und das ist halt so bescheuerter Mist, wie ein Grün liegt dann da schneit es dann, das ist dann Eisplatten oder irgendwie so. Ja, genau. Und dann explodieren Sachen. Und dann dreht sich eine Plattform und lauter so Mist. Also wie so American Gladiators zum Golfen. Genau, nur halt auf 11 Draht und total übertrieben.
Ja, das nervt. Ich kann mehr kann ich da dazu nicht sagen, es nervt einfach. Ja, ich war auch froh wieder, als der Schmarrn endlich war. Aber Ja. es bleibt bei mir bei dem Thema Adam Sandler ist für mich einfach durch. Ich kann mit dem nichts mehr anfangen. Denn seine Komödien funktionieren für mich überhaupt nicht mehr. Deswegen, ich glaube, das weiß er aber auch selber und deswegen war es ein Geniestreich, sich diesen Netflix-Deal zum Schnappen. Ja. Weil ich glaube, wenn es nur um irgendwie andere Zahlen geht, dass wir Streaming oder wir einen fixen Vertrag haben und so viele Filme machen müssen oder dürfen, da glaube ich gar nicht mehr so die großen Filme dran können. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Kino noch so krass funktionieren wird. Ja, nicht, nein. Wenn man seine anderen Filme alle anschaut, die haben jetzt auch nicht so durch die Decke gegangen, die er auf Netflix rausgebracht hat. Der ist halt jetzt richtig durchgegangen, weil er halt einfach eine Fortsetzung von einem von seinen größten Klassiker ist. Wenn nicht dem größten Klassiker eigentlich. Das war, glaube ich, mit der er so auf die Landkarten gebracht hat. Und deswegen, glaube ich, hat der so ein großes Interesse geweckt. Aber alles andere ist halt alles so, also von den Komödien, weil er macht ja ernste Filme auch, die kann ich jetzt nicht so bewerten. Habe ich das auch noch soll nicht angeschaut. teilweise gar nicht schlecht sein, das soll er mittlerweile besser machen, wie ich seine Komödien zeige. Aber diese typischen Sandler-Komödien, die funktionieren, glaube ich, einfach nicht mehr für ein großes Publikum. Und deswegen hat er sich da richtig guten Cash-Day gemacht. Der hat jetzt bis ans Ende seiner Tage schon mal Netflix-Komödien dran. Kann seine ganze Familie, seine ganzen Freunde, wie er sie immer schon gemacht hat, was eigentlich ein geiler Zug ist. Ja, das ist schon wieder witzig, ins Boot holen, weil es ist auch da, man sieht wieder die gleichen Gesichter wie in alle anderen Sender. Rob Schneider rumpelt ja nicht gespielt. Steve Buscemi hat sowieso die geilste Rolle. Also die war wirklich ein Highlight. Allein schon das Begrüßen, wenn er da steht, winkt er und brunzt gerade den Postkasten rein. Steve Buscemi, Weltklasse. Ich habe die ganzen Namen noch im Kopf, aber man sagt ganz viel. Ja, der immer den Silberblick da hat, der ja, genau. Schüttelt, ich weiß nicht, wer das ist, aber den kennst du auch von x-tausend Sandler-Filme. Ja, haben schon ein paar dabei. Also da, für ihn, das sechste Leben. Der hat uns wahrscheinlich auf Hubie Halloween 2 auch schon gefreut. Der Hauptblick ab. Ja, hast du ihn gesehen? Nein, Ich habe wirklich schon lange keine mehr angeschaut werden. Ich habe am Anfang angeschaut, ich glaube, eine halbe Stunde habe ich angeschaut und ich habe so Abbogen gehabt nach einer halben Stunde, dass ich dann habe ich mich hingelegt zum Schlafen oder Mike also gefeiert. Aber der Mike hat ja einen Humor von taubstummen, Blinden. Der Film geschaut. Dann war das eigentlich sein Film. Eigentlich schon, ja. Eigentlich ist das sein Film. Das war der letzte Adam Sandler-Film, der im Kino war. Ich glaube, seit er den Netflix-Deal hat, macht er keine Kinofilme mehr. Aber wahrscheinlich war es Kindsköpfe 2 das letzte Mal. Ich glaube, war nicht der sogar schon auch Netflix? Nein, der glaube ich war noch im Kino. War der noch im Kino? Ja, ich hätte schon gemeint. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, ja. Ich habe es aber auch dann nicht mehr verfolgt. Angefangen hat er mit dem komischen Western da, seine Netflix-Karriere, da hat er so eine Art Hateful Eight auf Comedy gemacht. Das ist sicher gut, oder? Den haben wir angeschaut. Unaushaltbar. Ja, nicht Scheiß. Unaushaltbar. Das ist wirklich ein Riesenhaufen Mist. Er schlafwandelt auch irgendwie gefühlt nur noch so durch die Filme, gell? Er selber, ja. Der hatte, also er war ja noch nie jetzt irgendwie so der groß aktiv geschauspielert hat, gefühlt. Er hat schon immer so ausgeschaut, als kann er nicht bis auf 13, wenn er spielt. Ja, das stimmt. Aber das ist jetzt mit dem Alter anscheinend noch schlimmer geworden. Ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen, wenn man sich da an den alten Happy Gilmore denkt. Er ist schon sehr ruhig unterwegs. Ja. Seine ganze Gestik und Mimik und seine Bewegungen und so weiter ist schon flott, ist er nicht mehr. Und chillt da so ein bisschen durch. Ja, also vor allem, dass sogar Mimik so langsam sein kann, hat mich verwundert. Das ist also, aber gut, ist auch eine Fähigkeit. Ja, muss man auch kennen. Ist auch eine Fähigkeit. Recht viel mehr kannst du eigentlich eh nicht sagen zu dem Film, oder? Nein, dass da so eine Charakteranalyse oder sowas zu machen, glaube ich, führt ein bisschen zu weit. Da schreiben wir ein paar DIN A4 Seiten zusammen und dann tragen wir die das nächste Mal vor. Oder lassen wir es von Mike vorlesen. Eher so. Machen wir das auch so. Gehen wir lieber auf Tops und Flops, oder? Was war denn dein Top? Ja, mein Top war, dass, sagen wir mal, bis zur Hälfte oder so den Geist vom Happy Gilmore 1 schön eingefangen haben eigentlich, dass man viel Fanservice einfach gekriegt hat. Wer den ersten Teil gern mengen hat früher, der kriegt da auch ein bisschen schöne Anekdoten und einfach ein paar schöne Momente kriegt man da schon zusammen. No. Flop ist dann ganz klar die zweite Hälfte und da alles. Also das ist die zweite Hälfte einfach streichen. Schaut euch, wenn's Happy Gilmore mögt und möchte den zweiten Teil anschauen, schaut euch die erste Hälfte und schaltet dann aus. Das ist der größte das geht nicht, weil sonst hast du immer den Film in deiner Weiterschauenliste. Okay, dann lasst den stumm weiterlaufen und schaut es auch nicht auf. Das ist eine gute Idee, so macht es ja. Was mache ich als Top? Ich sage als Top, was ich schon erwähnt habe, an Steve Buscemi. Ich fand ihn so geil, dass er so einen geilen Idioten spielt und so geil behindert ist. Und ich liebe ihn sowieso, wenn ich sehe, dann normal mag ich den Film dann schon, wenn ich den Steve Buscemi sehe. Aber nicht einmal Happy Gilmore 2 hat das geschafft. Und
mein Flop waren dann seine Söhne, die haben irgendwann nur noch genervt, weil die haben überhaupt keinen Mehrwert mehr gehabt, sondern sind in jeder Szene nur noch da gestanden und haben geschrien und umeinander gehauen und das war einfach nur, die haben schon fast das Niveau von den Ziegen aus Tor 4 gehabt. Ich habe jetzt auch gedacht, ja. So, beim ersten Mal ganz witzig, okay, cool, schlagen sie einfach instant und wollen es mit der Gobi abstechen und nach dem 50. Mal denkst du, ach, halt doch die Fresse, einfach ein scheiß Idiot. Nein. Und ja, die lässt sich zwar auch leicht beantworten, aber die gehen wir natürlich noch durch. Unseren Triple Threat haben wir mit Dritten gesehen. Na? Trompeten. Ja, nicht in einer Reihenform. Nicht in einer Reihenform, ja, okay. Aber die ist nicht einmal halber, nein, nicht einmal halber Nein. Und tote Tiere? Boah, ich glaube nicht. Nein, auch nix. Ich glaube, die Krokodile haben alle überlebt. Die haben überlebt, ja, die haben nur Eppern gefressen. Die haben auch nicht irgendwie einen Vogel runtergeschossen oder sowas. Auch nicht, nein. Nicht, dass ich wüsste. Eine Schlange war mal im Spiel, aber Ja, da weiß man auch nichts genaues. Das ist auch nicht umgekommen. Ne? Na? Nicht ein einziges T hat er dabei. Das sollte eigentlich in seinem Vertrag von Netflix mit drinnen stehen, dass der Triple Threat jetzt mehr erfüllt werden muss, aber da ist wieder mal eine Chance vertan. Tja, Idioten. so einige Chancen vertan in dem Film. Das stimmt, ja. Ja, schauen wir mal, ob er Happy Gilmore 3 besser umsetzt. Ja, das kann ja tatsächlich passieren, gell? Ja. Da gibt es ja Möglichkeiten. Und Hubie Halloween 2 bis 8 dann noch. Dann den Western-Film, da brauchen wir auch noch Fortsetzungen. Es wird nur noch Fortsetzungen geben. Mr. Deeds 2 kriegen wir dann wahrscheinlich auch noch. Oh Gott. Das kann tatsächlich sein, gell? Jetzt wo der so gut angelaufen ist, dass er jetzt da auf den Geschmack kommt und noch recycelt. Kindsköpfe 3 noch reinballern. Oh Gott. Waterboy, oder? Hat es da noch gegeben? Waterboy. Das waren sogar noch gute. Ja, gegen jede Regel, oder? War das der? Das ist der Footballfilm. Ja. Aber ich glaube, wenn dann Happy Madison, glaube ich, vielleicht. Happy Madison haben wir auch Waterboy so. kann auch noch so, das kann dann die sein, der ja nächstes Mal dann umgeht. Warte noch, der wird jetzt das hat jetzt der Schmeck, der hat jetzt richtig Bock drauf, dass er den ganzen Klassiker Oh nee, das kann tatsächlich sein. fortsetzt. Dann haben wir noch ein paar Podcasts aufzunehmen. Yeah, nice Format, Adam Sandler. Gibt es ja nur für Steady-Abonnenten, weil es so besonders ist. Ja klar, das sind ja Fortsetzungen. Ja, dann sagen wir danke fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem. Es ist ja, wie gesagt, hier Bewegtbildproduktion. Was haltet ihr vom Happy Gilmore 2? Seid ihr auch der Meinung, er soll ja Gilmore heißen, nicht Gilmore? Was haltet ihr allgemein vom Adam Sandler? Schreibt es mir in die Kommentare rein, da würde mich interessieren, wie euer Meinung zu dem Kerl mittlerweile ist. Ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Danke für die tolle Filmwahl, Seppi. Danke für die tolle Filmwahl, das hast du sehr gut gemacht. Ich bemühe mich, dass ich mir nächstes Mal wisse. Du darfst einen Korbi-Sein-Part übernehmen. Ja, dann vielen Dank und wie heißt's? Ich kann es mir nicht merken, ich muss ja dann mal irgendwann eine Podcast-Folge Bis zum nächsten Mal beim Und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Schön gemacht. Nicht vom Maxi-Golf. Na? Okay, dann halt nicht. Tüdelü. Da, jetzt haben wir Video, wir können jetzt wieder Potaten. Potaten. Haters gonna hate, Potatoes gonna potate. Peace out.